Ja, Freunde, willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2. Final Mix, ja, der Kampf, der mir damals als Kind einiges abverlangt hat, beziehungsweise sogar dann die Lust zum Weiterzocken verleidet hat. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt ein paar Jahre, Jahrzehnte später besser. Ich habe noch keinen Plan. Kampf gegen Roxas, wird lustig. Warte mal, geht wieder mal schnell in die Weißenform über. Einfach nur zum Leveln. Scheiße, ey. Ah, ja, Roxas platt machen, das, ja, jetzt hab ich's verraten, sorry. Ja, es ist, ja, was heißt verraten? Es ist logisch, dass Roxas ist. Ich meine, er führt 2 Schlüsselschwerter, er muss es sein. Ah, Mann, ich glaube, generell bin ich zu schwach für ihn. Aber woher soll ich denn wissen, dass, wenn ich nach Twilight Town gehe, wo heißt Voll Level 47, lande ich plötzlich in der, ja, in dieser Welt hier. In der Welt, die niemals war. Also im Full Level irgendwie Level 50 war. Das ist eigentlich auch ziemlich fies. Aber ich glaube, ich werde vor allem diese Folge mit nicht unbedingt verschwenden, damit verbringen, zu gucken, wie man Roxas am besten besiegt. Eine Strategie ausmachen. Und natürlich auch versuchen, ja zu kontern und so und Situationskommandos auszunutzen. Weil irgendwie so muss ja funktionieren. Aber jetzt gerade nochmal, habe ich irgendwo hier einen Speicherpunkt gehabt? Oder war der schon weiter hinten? Na, der war hier. Trotz allem war der schon hier. Gasse zum Dazwischen. Okay. Cooler Name. Ja, generell vom Level bin ich eigentlich zu schwach. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich allein unterwegs bin, kann ich in die Limiterform wechseln. Das geht alleine, ja. Limiterform haben wir gesehen, macht auch guten Schaden. Das wird auch noch guter Schlüssel zum Sieg sein, aber die hält halt nicht so lange. Und trotz allem hier, super. Oh. Die Form hast du auf jeden Fall erwischt. Die Antiform, die Sova hat. Naja, der geht auch hier. Wie sagen Sie, dieser Form kommt, frage ich mich. Hatten wir überhaupt im Spiel schon mal eine Erklärung, wie es dieser Antiform kommen kann? Glaube noch nicht, wa? So. Die Truhe da holen. Ich frage mich sowieso, ob ich irgendwann mal eine Truhe kriege bezüglich halt Karte von hier. Das war immer wieder hier, das ist ja total scheiße. Noch ein Abilitamin. Die Frage ist bloß, was bringt mir das jetzt so generell gesehen? Das ist schon ein Zeitpunkt, wo ich gerade... Nee, das war noch einmal, genau, nachher kam es. Ups, keine Magic mehr.
ganz ehrlich, hier kann man echt perfekt, denke ich mal, die Weißenform trainieren. Das müsste hier wirklich gut funktionieren. Level Up, das nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, da vorne wäre es dann soweit, deswegen gehe ich jetzt dann nochmal zurück. Ich glaube, die Herzlosen kommen zum Teil auch wieder. Ja, geht zurück zum Speichern und dann geht's ab, Freunde. Dann wird diese Folge echt damit, ja, was heißt vergeudet? Ich sage jetzt mal, investiert damit, Roxas Angriffsmuster zu lernen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann muss ich mal gucken für die nächste Folge, weil eben ich glaube nicht, dass ich das irgendwie direkt auf Anhieb schaffe. Wenn ich frage, vielleicht doch irgendwie offscreen trainieren? Ich meine generell, why not? Trainieren halt vor allem, ja, zum einen natürlich die Formen. Da wäre sich auch etwas, wo ich mir irgendwie sage. Ich denke, meistens Form wird eher schwierig, das zu leveln. Aber vor allem die weißen Form und vielleicht die Limiterform noch ein bisschen mehr. Aber vor allem im Kampf gegen Roxas, ich habe nur die Limiterform zur Verfügung zum Driven. Den Rest ja nicht. Und denke mir so, noch ein bisschen mehr von der Form als Power wäre auch nicht schlecht. Vor allem so mit Moves wie Tontaube, das hat schon seinen Vorteil. Jetzt kommt gar nichts mehr hier als Gegner. Aber wir müssen das Spiel neu starten, das kann natürlich sein. Ja gut. Gehen wir nochmal zu Roxas und gucken mal, ob wir vielleicht mit ihm ein bisschen quatschen können. Die Musik sagt schon einiges, ey. Alter! Wow! Anfangs hat es irgendwie gut geklappt, dann irgendwie aber total versagt. So. Gegner werden auch wieder da. Ja, ich meine, klar können wir direkt bei Roxas schon zu Beginn weg in den Drive-Modus gehen, aber frage mich halt, warum? Ich kann einfach mal einen Autodrive ausrüsten. Das wäre vielleicht eine Idee. Weil ich denke mir so... wobei, jetzt bringt es sowieso an nichts. Müsste wieder speichern. Oder irgendwo ein Autodrive noch, oder? Oder Limitform statt Auto-Heldenform, weil Auto-Heldenform bringt mir sowieso nichts hier jetzt in dem Kampf. Also die Klingenkreuz und eigentlich direkt blocken. Da war eigentlich wieder geblockt, aber irgendwie nichts gebracht. Ich bin im Modus ja... Ich dachte eigentlich, wäre unbesiegbar. Ah, ich muss mehr auf seine Kommandos achten. Was jetzt Zufall? Hä? Da stand kein Situationskommando, was ich einsetzen sollte. WTF? Okay, ich dachte eigentlich, es wäre jetzt so ein Moment gewesen, wo ich irgendwie... Ja, keine Ahnung. Aber ganz normal Situationskommando, sprich Dreieck drücken muss, aber mir kam gar nichts. Hätte ich einfach angreifen müssen? Oh Mann, wann er weiß. Ja, ich glaube, das werden wir noch öfters sehen. Wie gesagt, ich bin damals an dieser Stelle sehr, sehr verzweifelt. So sehr, dass ich nachher Kingdom Hearts eigentlich nie mehr angerührt habe. Bis zu dem Moment, wo ich mir dachte, mit Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance auf dem 3DS, hey, man könnte es wieder mal versuchen. Aber ich hatte von der ganzen Story und so keine Ahnung mehr. Und Dream Drop Distance war irgendwie so verwirrend als wieder Einstieger, dass mir direkt wieder, ja,
komplett abgelöscht hat. Naja. Da kommt ja auch noch, war dann im Kingdom Hearts 2.8 Remix. Oder Edition, wie auch immer. Da haben wir einfach dann Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Nicht mehr 3D, sondern einfach HD. Die natürlich auch. Scheiße, ich hab geblockt. Mann, ich block nicht mehr schnell genug. Was ich hier scheiße finde, ist, warum muss man doch alles da durchlatschen? Liebe Leute, warum darf man den Kampf wiederholen? Das ging bei Kingdom Hearts 1 mal, aber hier, nö. Ah, das ist so nervig, du hast ja auch vor dem Kampf gegen Rox keinen Speicherpunkt. Verstehe ich auch nicht warum. Mann, ich komme nicht so schnell rein! Kann man es irgendwie hören, wenn man angreift? Nee. Alter, ich hämmer doch die ganze Zeit auf die Taste, man hört es doch. Was soll ich denn noch mehr machen? Wenn der verdammte Delay einfach so krass ist, dass ich nicht zweimal miteinander blocken kann. Blocken, so geht's ja. Wenn ich ihn angreife, dann so eine Weile wieder blocken kann, ist... Oh. Jetzt komm, ich muss mir irgendwie ein Video reinziehen, wo ich sehe, wie die, ja, wie man Roxas besiegen kann am besten. Weil es mich eigentlich ankotzt. Aber wenn es eigentlich offensichtlich ist, dass ich ihn besiegen muss. Eigentlich blocken. Das wäre es im Idealfall. Blocken und kontern. Nein, es war einfach zu spät. Wie kann der mit einem Angriff so verdammt viel Schaden machen? Das ist schlimmer als Sephiroth. Roxas gegen Sephiroth, will er gerne mal sehen, ey. Oh Mann. Naja. Wir kriegen es hin. Ich meine, wenn ich dann erinnere bei Kingdom Hearts 1, ich damals verzweifelt bin ab dem Unbekannten. Und auch Sephiroth. Am Schluss haben wir sie trotzdem besiegt. Es geht alles. Muss einfach nur wissen, wie es geht. Einfach gesagt, getan, wa? Ein Balken ist runter. Ah, fuck. Man tut, der Vorderliste kann hier die Rolle machen. Haben wir gerade was vom Vorteil gesagt? Ich habe nichts gemerkt. Also, Fazit momentan. Wenn die Klinge kreuzt, logischerweise blocken. Also meistens siehst du, wenn du blocken musst. Oder kündigt es ein bisschen an. Okay. Zum Teil hörst du es auch, wenn irgendwie wieder ein dazugerast kommt, wenn aber irgendwie dann um dich herum tänzelt und du nicht genau weißt, ja, man greift da jetzt an, ist das ein bisschen scheiße. Die Frage ist, ob ich da einfach mit Springen ausweichen, weil er macht so exorbitant viel Schaden. Fuck, schon wieder. Er macht echt er macht zu viel Schaden, Leute. Es ist einfach zu viel.
Das war jetzt wirklich ein sehr kurzer Kampf und trotzdem zack, zack, bums, weg war ich. Ich muss mir angewöhnen, bei Kingdom Hearts nicht mehr solche... Ja, was heißt krasse Modus? Ich glaube, es war von 4 Modi. Schwierigkeitsmodi, die man zur Auswahl hat, war es, glaube ich, der zweithöchste. Ja, aber es ist halt trotzdem zu viel. 5 Modus war der zweithöchste? Keine Ahnung mehr. Jetzt weil es nicht eine Challenge wäre generell, aber wenn die Spiele sowieso so lange dauern und ich generell jetzt nicht so viel Zeit auch habe zu trainieren oder auch Lust habe. So, Limit der Form ist natürlich schon ein Schlüssel zum Sieg, alleine schon wegen dem Ausweichen. Limit der Attacke wäre generell auch eine Option, nur kostet mich halt da viele Drive-Punkte. Deswegen will ich eigentlich lieber gerne einfach den Limit-Modus als, ja, als Notlösung betrachten, wie wir es momentan auch machen. Und dann weiter gucken. Ja, es ist doof. Es ist saumäßig doof. Ich meine, klar, ich kriege eine Leiste runter, weil ich den Anfang richtig mache mit dem Blocken. Nachher mal sehen, wie ein bisschen... Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu überhastet. Hier schon wieder, warum greife ich immer weiter an? Was für eine Scheiße, die hatten wir schon mal. Ich muss das Ding jetzt zurückschleudern. Und die ganze Zeit blocken. Da wäre auch eine Frage, was mache ich da? Okay, okay. Ja, wir lernen. Wir lernen ihn und seine Moves soweit korrekt. Wir lernen es nur nicht, für meinen Geschmack, nicht schnell genug. Das zum einen, zum anderen auch nicht erfolgreich genug. Und er kriegt eine Leiste runter, vielleicht auch 2, aber dann ist es ein bisschen kacke. Und sowas ist ein normaler Storybus, nicht optional, ey. Das ist auch so etwas. Mein Sephiroth ist optional, das ist was anderes. Ja, er verarscht mich halt gerne. Er macht den Move, wo ich denke, so, jetzt muss ich blocken. Dann macht es aber erst eine Sekunde später. Und dann kann ich halt noch nicht blocken, weil ich noch im Delay-Modus drin bin. Okay, man kann so weit, denke ich mal, lernen. Ja, es geht. Es geht, es muss gehen. Das andere ist bezüglich ja, trainieren im Sinne vom Leveln. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, weil ich mache ihm eigentlich schon guten Schaden. Und einfach nur zu leveln, damit er mir weniger Schaden macht. Yeah. Ich weiß nicht, ob der Plan aufgeht. Ob er sogar Level 100 sein kann. Ich glaube, er macht, wenn wir den gleichen Schaden machen. Oder mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen weniger. Nein! Ah, schon wieder verarschen lassen. Hä? Hab geblockt. Er muss jetzt auch noch richtig zu ihm stehen, damit das Blocken funktioniert. Das war auch mal anders. Im Sinn von, er steht hinter mir, ich block trotzdem, zwar nach vorne, aber der Angriff wird trotzdem geblockt. Weil sowas noch umdreht im richtigen Moment. Okay. Ich meine, die können ja auch anvisieren. Ist ja die Frage, klappt das überhaupt mit dem Anvisieren bei Roxy, dass er ständig immer hin und her springt? Das Problem ist noch diese scheiß Musik, ey. Die macht dann irgendwie auch so total traurig. Und dann drehen so, oh, Roxas, ich hatte dich doch eigentlich lieb. Hä? Schon wieder? Zu langsam! Ja, ich hätte kontern müssen. Ich hätte das nicht gesehen, dass ich da kontern musste.
Oder war das schon meine Limiterform? Alter! Ich glaube, Anvisieren bringt was, aber ich darf es nicht am Anfang machen, weil am Anfang, wenn ich da vermies mir irgendwie wieder, dann habe ich wieder Delay drauf zum Blocken. Alter, ich überlege sogar, ob ich irgendwie einfach offscreen den Kampf immer wieder üben soll, bis ich ihn mal richtig hinkriege und dann, ja, da ist halt die Aufnahme dann. Das heißt, nächste Folge könnte ziemlich ruhig beginnen. Ja, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Hoffe ich, habe keinen Bock, jetzt das Let's Play abzubrechen. Nein, schon wieder. Man, die Moves sind ja immer anders. Ah, es ist... Ich mache die gleichen Fehler. Ich lasse mich immer wieder verarschen. Fahrt ist eh vorbei. Wir machen noch einen Versuch kurz. Also heißt Versuch. Es geht nicht darum, ihn zu besiegen. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber es geht mir darum, ihn irgendwie noch ein bisschen zu studieren. Irgendwie. Kein Plan. Mann, Leute, das sind so Momente, die man einfach hasst. Und sich irgendwie total bescheuert vorkommt. Schade. Ah, ich kann so eine Dinge einsetzen, krass. Ah gut, ich kann so in der Limiterform ausweichen, okay. Theoretisch zumindest. Oh Mann, okay. Nee, Leute, das bringt nichts mehr. Das ist fehl am Platz. Ja, ich werde das, glaube ich, echt offscreen noch ein bisschen versuchen. Wenn es nicht klappt, dann gucken wir mal, wie das andere so machen und dann sehen wir uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Bitte nicht wundern, in der nächsten Folge ein bisschen auf sich warten lässt, weil wenn dem so wäre, dann wisst ihr, okay, Michael kriegt es einfach nicht hin. Ja, was soll ich sagen? Dann ist dem auch so. Ein Krieg ist einfach irgendwie nicht gebacken. Es ist eigentlich, es ist eigentlich nicht schwierig. Vielleicht bei gewissen Bewegungen so. Nee, wir kriegen es schon hin. Ist eine Sache von Lernen. Einfach nur lernen. Bis dahin, bye bye.